Heute möchten wir ein Produkt namens Ipervetro vorstellen, ein zweiteiliges Epoxidharz, das zur Anwendung auf vertikalen Oberflächen entwickelt wurde. Wir haben ein Set vorbereitet, um Ihnen die Anwendung einmal zu zeigen. Wir werden Ipervetro nur auf diesem Bereich anwenden, um Ihnen den Unterschied zwischen diesem und dem anderen Bereich zu zeigen. Wir können fortfahren. Solo in questa parte, così vediamo anche la differenza tra una situazione e l'altra situazione. Possiamo procedere, prepariamo l'area per questa dimostrazione. Ecco, abbiamo preparato la parete, abbiamo messo lo scotch per delimitare l'area. Hier haben wir eine vorbereitete Wand und ein paar Klebestreifen angebracht, um den Bereich abzugrenzen, an dem wir interessiert sind. Denn da ist die Duschkabine. Es ist wichtig daran zu denken, dass dieses Produkt auf eine trockene Oberfläche aufgetragen werden muss. Zudem muss in diesem Fall zuerst mit Gioia vorbereitet werden. Alternativ geht es auch mit 2 Schichten Vetro zu 80% verdünnt, um eine Barriere zwischen dem viel absorbierenden Istinto und dem Ipervetro zu bilden. Diluito all'80% in modo di fare una barriera tra istinto, che è molto assorbente sotto, e ipervetro che andiamo ad applicare adesso. Jetzt kommen wir zu den Details der Vorbereitung und der Anwendung. Del prodotto e dell'applicazione. Allora, vediamo come fare per la preparazione. Zur Vorbereitung mischen wir die 2 Produkte Komponente A und Komponente B. Beide Produkte zusammen ergeben 1 Kilogramm und nachdem wir sie einzeln gemischt haben, werden wir den flüssigsten in den solidesten Teil schütten. Dann rühren wir die Masse für nicht länger als 3 Minuten, da sonst der katalytische Prozess beginnt. E andremo a mescolare per un tempo non superiore ai 3 minuti, altrimenti inizia il processo di catalizzazione. Bene, possiamo procedere all'applicazione, carichiamo un po' di prodotto. Nun können wir mit der Anwendung fortfahren. Dazu versuchen wir, möglichst wenig Material zu verwenden, denn dann kann gegebenenfalls morgen noch eine zweite Schicht aufgetragen Possiamo werden. dare domani una seconda mano. Ecco, è bellissimo, si vede da quel Hier ist der Effekt von Vetro bereits schön zu sehen. pezzo che dà questo vetro che fa diventare molto più bello quello che c'è. In den Venen wird es leicht weißlich, aber das ist normal. Mettere un po' più di materiale, qui tende leggermente a sbiancare, questo per forza perché il materiale stesso è un po' bianco, quindi mettendone una grande quantità, leggermente bisogna tener conto che sbiancherà. È bellissimo, è già stupendo questo vetro. Jetzt entferne ich das Klebeband und wir lassen es trocknen und morgen früh können wir, falls nötig, eine zweite Schicht auftragen. Wir werden es jedoch nicht tun. Perché adesso ovviamente se lo tocco restano le ditate, ma domani mattina possiamo tranquillamente dare la seconda mano, se vogliamo, noi domani non la daremo, ma do l'indicazione che se necessario, se vogliamo proprio riempire le vene, l'indomani si può dare la seconda mano. Comunque domani lo tocchiamo, vediamo com'è. Passata la notte, eccoci qua, è bellissimo il tatto. Die Nacht ist vorbei und es fühlt sich gut an und sieht aus wie Glas. Demnach könnte man sagen, dass es fertig ist. Jetzt werden wir Ihnen jedoch noch etwas sehr Wichtiges zeigen, und zwar die Versiegelung, wo Wasser hineinlaufen könnte. Das werde ich Ihnen jetzt zeigen. L'applicazione è esattamente la medesima. Adesso quello che vi facciamo vedere invece è una cosa importantissima, è che dobbiamo sigillare dove potrebbe entrare dell'acqua, visto che
abbiamo un flusso costante d'acqua, dobbiamo andare a chiudere i punti di passaggio e adesso vi faccio vedere. Qui abbiamo finito il nostro set, abbiamo messo... Hier ist unser komplettes Set. Bei einem Vergleich mit diesem Glas kann man die beiden Bereiche gut unterscheiden. Hier können wir duschen. Wir empfehlen immer, 2 Schichten aufzutragen. Dieses Produkt ist sehr gut für Duschkabinen, also für vertikale Anwendungen geeignet. Aber es ist auch sehr nützlich für einen Schutz auf horizontalen Oberflächen. Box doccia, ma è anche utilissimo per superfici orizzontali, quindi nasce denso per essere applicato in verticali, ma può essere usata come protezione per qualsiasi superficie. Vielen Dank und viel Spaß!